Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft. Wir sind hier in der Mine drin. Ich kann hier noch wieder ganz kurz an einem Örtchen etwas abfarmen gehen. Und zwar haben wir dort noch so ein paar ganz kleine, gute, wichtige Sachen noch nicht mitgenommen, die ich gerne mitnehmen würde. Und danach tun wir dann mal langsam unsere Sachen wieder verräumen und uns ans Bauen begeben. Ich würde nämlich unbedingt mega gerne unsere Zuckerrohrfarm versuchen, wieder ein bisschen noch auszubauen. Ich höre wieder so ein Geflatscher wie beim letzten Mal. Alles klar. Vielleicht finden wir nochmal so ein komisches Wesen, wo uns Schleim gibt. Bin ich da richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Jawohl, okay, genau. Weil da haben wir noch schon alles ein bisschen durchgüchseln. Weil ich da ein paar Materialien gesehen habe, die ich gerne noch mehr einpacken würde. Und das machen wir doch ganz kurz. Kohle nehmen wir gerade mal noch mit, wenn wir schon mal da sind. Und nachher tun wir dann eben die ganze Kiste wieder an die Oberfläche verfrachten. Unsere Diamanten, die wir gefunden haben. Unsere Kohle, unser Redstone, unser Eisen. Und dann schauen wir gerade mal, was wir alles zusammen bekommen. Eben zum Schauen, wegen der Zuckerrohrfarm. Ich würde gerne nämlich noch ein bisschen ausbauen. Und danach würde ich eigentlich gerne mal einen Stall bauen. Und zwar entweder machen wir einen Stall für die Schäfchen oder für Pferd. Aber das steht noch offen. Was würdet ihr gerne sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Pferd oder Schaf? Ja, beide Optionen stehen offen. Machen wir beides. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir das gute Zeug sehen. Also das Gold ist dort oben, das weiss ich noch. Kohle lasse ich jetzt hier mal liegen, aber ich will sicher mal noch das Eisen mitnehmen. Weil wir müssen wieder für recht viele Trichter bauen, damit wir dann schauen können. Also damit wir die Zuckerrohrfarm weiterbauen können. Und dann hoffe ich, dass wir dann auch wirklich genug haben, dass wir sogar noch ein bisschen auf Vorrat hätten. Weil das würde mich ein bisschen kränken, wenn wir jetzt so die ganze Zeit am Farmen waren und gerade wieder alles verputzen würden. Also wenn ich nicht gerade wieder sterbe, dann sollten wir das eigentlich auch so hinbekommen. Aber das ist immer so eine Sache von der Frage, ich und Sterben, das gehört irgendwie einfach dazu. Also komm, das sieht so schmackhaft aus da. Und dann können wir nämlich gerade noch ein paar Level mitnehmen. Ab und zu kommen die Level raus, ab und zu nicht, das ist noch ziemlich witzig. Aber eben, wir brauchen dann die Level, weil ich unbedingt noch mit der Verzauberung weitermachen. Und unbedingt mal Behutsamkeit wollte ich drauf bekommen. Ich glaube, Behutsamkeit ist es, was wir brauchen. Um die Spawner abbauen. Die Spinnenspawner und so weiter. Sonst haben wir da gerade nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Das zacken wir rein. Das war nur ein Block. Die restlichen Kohle nehmen wir auch noch mit. Aber dann glaube ich, haben wir wirklich langsam genug Kohle auf Vorrat. Da müssen wir uns wirklich länger keine Gedanken mehr darüber machen. Obwohl wir eigentlich eben, wir brauchen recht viel Kohle. Und jetzt haben wir recht viel Kohle. Also das sind schon mal gute Optionen. Ich glaube, ich muss dann sowieso mal schauen. Kohle können wir, glaube ich, zu Blöcken machen, damit ich nachher mehr transportieren kann. Also wir können Kohleblöcke machen, damit ich nicht muss alles so einzeln mitnehmen muss. Dass wir die irgendwie zusammen... Redstone! Hat sich gerade gelohnt, dass wir da noch schnell reingüchseln. Aber das ist mir schon ein paar Mal passiert. Immer wenn ich Kohle abbaue, dass irgendetwas da hinten auftaucht. Entweder eine andere Höhle oder ein anderes Material. Aber wir sagen doch nicht nein, das packen wir doch ein. Aber ich glaube, das ist das sowieso das, was wir gerade gesehen haben. Da hinten oben ist noch das Lapazid, oder wie das genau heisst, das ich unbedingt mitnehmen wollte. Das packen wir natürlich dann auch noch ein. Ich weiss gar nicht, ob man das unbedingt braucht für Verzauber oder nicht. Oder ob das so ein Pflicht-Item ist oder nicht. Da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. Aber wenn wir es haben, dann haben wir es, oder? Da müssen wir uns nicht zu viel Gedanken machen. Weil ich wollte ja sowieso mal noch eine verzauberte Spitzhacke wieder haben, damit das alles ein bisschen schneller geht mit dem Abbauen, oder? So, dann bauen wir dann das Lapazid ab. Da können wir da immer mehr als nur ein Stückchen raus aufs Mal. He? Schon 16 Stück aus 3 Steinen. Also wenn man das findet, lohnt es sich eigentlich immer recht gut. Hinter Kohle kommt noch Gold führen. Nice. Lohnt sich auch richtig, das abzubauen. Jetzt muss ich aufpassen, da hinten höre ich Lava, nicht dass wir plötzlich versenkt werden in Lava. So, aber wenigstens haben wir noch mal ein bisschen Gold. Da mache ich mir langsam Sorgen. Ich höre die ganze Zeit so ein Geblubber. Aber ich muss mich daran gewöhnen, mehr Kohle abbauen. Es zeigt mir einfach, hey, hinter Kohle versteckt sich immer noch irgendetwas. So. Das ist ja gerade wieder eine riesen Erzanlage, die wir hier haben, oder? So, dann bauen wir da unten noch schnell ab. Und ich glaube, dann haben wir nur noch das Goldführung, die wir noch abbauen. Wir sind Level 15 schon wieder. Nice, jetzt darf ich einfach ja nicht mehr sterben. So, da oben haben wir nichts gehabt. Okay. Dann haben wir da jetzt eigentlich auch schon fast langsam alles wieder rausgeholt, was wir rausholen können. Kann es auch das Lava gewesen sein, was ich die ganze Zeit gehört habe? Schmackhaft. Nehmen wir natürlich auch noch liebend gern mit und... Dicke, da oben haben wir noch etwas. Das nehmen wir auch noch schnell mit. Wieso hat es da einfach in der Höhle einfach Erde? Das ist einfach auch so etwas, so... Okay. So. Die Kohle nehmen wir nämlich jetzt auch noch mit.
Dann haben wir jetzt wirklich die aus dieser Mine einfach rausgeholt, was wir rausholen können. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder mehr als einen 64er Stack Kohle zusammensammeln, was noch ziemlich nice ist. Da muss ich mir wirklich langsam keine Gedanken mehr um Kohle machen. Wir sind kohlefrei, wir haben so viel Kohle. Wuhu! So. Stein nehmen wir auch noch mit, weil die können wir wahrscheinlich dann auch noch gut gebrauchen. Wenn wir dann sowieso schauen, dass wir allgemein mal wirklich so eine Steinform-Folge machen, dass wir einfach nur eine Kiste voll Stein formen, damit ich mir nie mehr Gedanken muss machen um Stein. Das wäre so genial, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Oh, da ist noch mehr Eisen. Eben, Eisen bin ich froh, wenn wir alles mitnehmen, weil ich glaube, nur allein die Trichter und alles drum und dran werden wir wahrscheinlich sehr viel gebrauchen. Und da hinten oben ist nichts mehr gewesen, glaub's. Okay. Dann haben wir da oben noch Gold gehabt, das wollen wir uns noch schnell schnappen. Das schnippen wir uns noch schnell. Und versuchen wir da irgendwie so eine Art Treppe zu bauen. Mal schauen, ob ich das bekomme, so Wendeltreppenmäßig. Ja, nicht wirklich, so geht das auch. Oh, Eisen. Sacken wir gerade wieder rein. Oh, noch mehr Eisen. Ja moin. Hat mehr Material, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind da viel schneller durch. Aber ich meine, ist nur zugute von uns, wenn wir noch mehr Materialien finden. Wir müssen einfach sicher genug Gold haben, weil ich weiss nicht, wie viel Gold wir brauchen für eine Schiene. Für eine Goldschiene. Ich habe keinen Plan davon, wie viel Gold wir für das bräuchten. Hat es denn da oben noch irgendetwas? Wenn wir schon gerade da sind, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Das packen wir mit ein. Da haben wir irgendetwas, das runtergeht. Da oben haben wir noch ein bisschen wirklich etwas zum Anschauen. Aber das Eisen nehmen wir mal mit. Kohle ignorieren wir jetzt gerade momentan mal noch. Dann schauen wir uns noch schnell das Örtchen da. Ich höre irgendwo ein Skelett und ich habe keinen Bock, dass mir das plötzlich von hinten auf den Keks geht. Okay, Kohle lassen wir mal. Sonst... Sieht ziemlich leer aus. Wir kommen hier einfach die ganze Zeit aufwärts. Ich habe nicht gedacht, dass da jetzt mal so ein grosses Stückchen auftaucht. Dort hinten haben wir Eisen. Let's go. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass da nochmal so viel Material auftaucht. Aber es ist genau über dem Lava. Wir müssen uns irgendwie dort drüber buddeln. Und da habe ich gesagt, wir brauchen sowieso Stein. Zack, zack. Könnten wir uns eigentlich schnell da durchbuddeln. Jetzt muss ich das komische Material abbauen. Völlig unnötig. Nochmal wirklich genug Eisen. Ist gerade gut, wenn wir da noch schnell abbauen. So. Zack. Sehen wir da unten noch irgendetwas? Nein, noch Kohle. Kein Diamant oder so? Okay. So. Nein, sehe ich sonst nicht anders. Okay. Dann haben wir da hinten durchgeschaut, aber Kohle lasse ich jetzt momentan mal da. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da hinten dran mal etwas auftauchen könnte, lassen wir sie einfach mal dort dran. Ich brauche Fackeln. So. Zack. 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 Da hinten haben wir nochmal Eisen gesehen. Da sacken wir uns ein. Eisen. Da sagen wir nicht nein. Eisen. Mein bester Freund. Eisen. Oh yeah. So. Also musikalisch bin ich sowas von unbegabt. Ich glaube, das hat man jetzt gerade gut gemerkt. So, und dann sind wir da am Ende. Okay. Wenn wir da am Ende sind, ist perfekt. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt nochmal komplett zurück. Dann gehen wir uns jetzt noch schnell unsere Sachen einsammeln und dann bringen wir die ganz langsam wieder an die Oberfläche. Dann hoffe ich, dass wenn wir... das hätte ich fast übersehen. Das nehmen wir doch mit. Auch wenn es nur ein Stückchen ist mehr als genug. Das ist wieder 28, das ist gut. 8 Gold. Könnte es noch ein bisschen wenig sein, 8 Gold. Mit dem, wo wir also alles komplett zusammen können, dass wir unser komplettes Goldklebs wieder aufbrauchen für die Schienen. Ich habe aber wirklich keine Ahnung. Wenn wir nur ein Goldblock brauchen für die Schiene, das wäre natürlich genial, aber ich habe eben keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich glaube, da müssen wir durch, oder? Zum rauskommen. Hä? Ja, genau, okay. Da sind wir wieder da. Jawohl. Jawohl, okay. Meine Orientierung sind wieder da. Juhu. So, dann würde ich sagen, wir haben verdammt gut Metz gefarmt. Mit dem können wir jetzt einiges anfangen. So. Dann gehen wir da noch schnell gerade die Kiste leeren. Da muss ich mal schon schauen, ob wir so Kohleblöcke machen. Weil aber mit dem sollten wir recht viel Platz im Inventar sparen, soweit ich weiss. Und dann die sollten wir aber auch wieder auseinandernehmen. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, aber wir probieren es gerade mal schnell aus, oder? Ich glaube, wenn ich einen machen will, müsste ich so machen, genau. Jetzt haben wir hier einen Block und wenn ich den hier rein tue, kann ich wieder zu Kohle umwandeln. Okay, das ist natürlich ziemlich nice. Das heisst, wir nehmen jetzt schon mal all unser Kohle hier raus. Und die machen wir dann alles zu Blöcken. Wir haben so viel Kohle, wir können da fast jeden Dings belegen. So. 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 Zack. Und so. Jetzt haben wir nämlich aus irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Stacks haben wir jetzt wirklich nur
34 können machen. Das ist schon mal ziemlich nice. Ich glaube, mehr Kohle haben wir nicht gehabt. Okay, dann tun wir da jetzt einfach mal alles einladen, was wir haben. Aber alles, was wichtig ist, den Rest lassen wir wieder da unten. Das Kies und Granit und... Oh, da haben wir noch mehr Granit. Können wir ja da unten lassen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Lapazit. Das ist schon mal gut. Das sind Monstersachen. Die packen wir doch mit ein. Und Schleimböllen nehmen wir mit. Ich weiss immer noch nicht, was mit denen anfangen, aber die nehmen wir mit. So, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Das nehmen wir auch mit. So, und jetzt hätten wir nämlich... Jetzt haben wir wirklich schön Platz im Inventar noch. Hätte ich nicht erwartet. Aber wir haben gut gefarmt. Also wenn wir das anschauen, also Kohle haben wir wirklich en masse. Wir haben 17 Golderz. Ja, schon ein bisschen wenig. Schon ein bisschen wenig. Dafür haben wir wieder recht viel Eisen. Obwohl ich auch vom Eisen davon ausgehe, dass es nicht allzu viel ist. Mit dem Vorhaben, das wir haben. Wenn wir schon Zuckerrohrform uns wirklich nochmal ausbauen, das wird mehr als nur... Das wird mehr als nur ein Dings brauchen. Oi! Dolly? So, okay. Wo kommen die jetzt plötzlich wieder alle her? Hat es da irgendein Loch in der Decke? Ja moin, egal. Ja moin, egal. Wir gehen jetzt an die Oberfläche, wir gehen uns das Zeug verräumen. Wir haben zu viel dabei zum Sterben. Ich habe keine Lust wieder, dass mein Zeug verloren geht. Gar keine Lust. Da müssten wir dann eben einmal schauen, dass wir die Wände noch anders machen. Oh, wir haben Tag. Nice. Ich höre ein Skelett. Wir müssen da irgendetwas noch machen, damit wir schauen, dass da kein Skelett spawnen oder sich da drinnen verstecken. Dann müssen wir noch irgendetwas umbauen. Wenn ihr eine Idee habt, lieben gerne mitteilen. Wäre froh drum. So, dann tun wir mal unser Zeug wieder verräumen und dann mal Sally Lamas. Denen müssen wir eben auch irgendeinen Unterschlupf bauen. Dass die da einfach in meinem Garten reinstehen, ist auch nicht gerade die Lösung der Lösungen. Ich würde mal sagen... Oh, das hat es nicht mal alles verarbeiten, aber das ist gerade gut. Dann können wir das hier reinrühren. Jetzt haben wir recht viel Eisen wieder. Und dann schauen wir, dass wir da unten... Jetzt muss ich den wieder umwandeln. He? Das hat sich fast nicht gebracht, weil wir so viel Platz noch hatten. Das hat sowas von fast nicht gebracht. He? Hey, was ist das? Das am Absterben gerade? Oh Jägeli. Diamanten die sich warum? Wir haben 13 Diamanten. Das ist nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Die Schleimböller tun wir auch mal drin. Wir haben da sogar noch Redstone drin. Aber ich glaube, das benutzen wir gerade. Dann tun wir uns gerade mal alles Zeug parat machen, das wir brauchen für unser Färmli. Dann diese Sachen können wir alle hier rein tun. Wir haben ja genug Fackeln. Dann haben wir noch Monstersachen. Zack. So, Monstersachen haben wir auch langsam genug zusammen. Also Pfeile haben wir recht viel schon mal zusammen. Ein bisschen Knochen, Fäden, Spinnennetz. Nicht schlecht, also. Ja. Sind wir doch zufrieden. Das Lapazit, das können wir eigentlich da verräumen. Brauchen wir gerade momentan nicht. So, dann können wir gerade mal... Oh, Holz brauche ich noch. Holz. Nehmen wir mal das mit. Und das mit. Also so viel von dem brauchen wir nicht vom Dunklen. Der hätte jetzt eher gebraucht zum Dingseln und das brauchen wir zum Bauen. Und dann nehmen wir das noch mit. Okay, dann haben wir sicher genug. Das heisst, wir brauchen noch eine Werkbank. Ich weiss gar nicht, ob wir da unten vielleicht noch eine Werkbank hätten. Aber da haben wir noch ein bisschen Holz. Da müssen wir auch mal wieder aufräumen. Die Kiste, die sieht so katastrophal aus. Katastrophal. Dann müssen wir aber da schnell eine Werkbank machen. Für das habe ich jetzt eben das dunkle Holz genommen. Ich knuddle. So viel brauche ich gar nicht. So, let's go. Dann gehen wir ab zu unserer Zuckerrohrfarm, um die noch ein bisschen ausbauen. Und für das brauchen wir aber ein paar Sachen. Darum hätte ich jetzt mal gesagt, wir können da mal wunderschön unsere Werkbank anstellen. Und dann schauen wir mal, wie wir das genau machen wollen. Die Zugschiene muss ich dann auch noch holen. Also jetzt ist es eigentlich so, wir haben bis hier angebaut. Jetzt ist die Frage, dass ich dann hier den abbaue und mir hier eine Kurve drin mache, damit ich nicht noch mehr raus muss. Weil wir hier jetzt so schön bis an den Rand rausgekommen sind, weil mehr raus wollte ich nicht unbedingt. Da könnte man ja dann... Nein, wollte ich eben auch nicht unbedingt eins raus, nur dass wir auch wirklich hier hinten dran Kurven machen. Es wird noch witzig zum Umbauen. Wahrscheinlich müssen wir einfach noch ein bisschen nach hinten. Das heisst, wir müssen sogar noch schauen, dass wir noch halbe Steine machen. Das heisst, wir schauen jetzt gerade mal schnell, dass wir noch Steine rauf rühren können. Dass wir uns wirklich gut darauf vorbereiten. Eine Kiste wäre, glaube ich, auch mal nicht so schlecht, wenn ich mich nicht täusche. Wie mache ich schon wieder Kiste? Ich brauche ein Kisteli. Damit wir wirklich einfach mal alles verräumen und alles für sie zusammensammeln. Dass wir uns gut darauf vorbereiten können. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man eine Kiste macht. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ist jetzt gerade schon ein bisschen peinlich. Machen wir so. Da, Kiste. Einfach so, genau. Genau, schon wieder vergessen. Hey, aber von den Materialien her sollten wir eigentlich alles dabei haben. Die Steine müssen wir dann einfach noch schauen, dass wir ein paar machen. So, zack. Dass wir die schon mal angestellt haben. Dann müssen wir uns um unsere Felder mal noch kümmern, dass wir dann in Ruhe unsere Kühe füttern können. Was wir eigentlich auch noch als nächstes könnten machen. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube, wir nehmen jetzt das Zeug da mal raus. Das können wir ja dann immer noch verschieben.
zum Machen. Ja, das Eisen nehmen wir mal mit. Und dann können wir da rein... Oh, das Gold ist schon parat. Dann können wir da rein mal einen 64er Stack Dings rühren. Und dann könnten wir da unten auch nochmal einen 64er Stack. Ich glaube, wir haben ja recht genug. Ich muss gerade mal schnell güchseln. Ja, Stein haben wir schon ein bisschen etwas. Wir haben Antriebsschienen, wir haben normale Schienen. Gut, so viel brauchen wir glaube ich nicht. Wir haben sogar recht viele Antriebsschienen schon. Also so viel müssen wir wahrscheinlich gar nicht machen. Vielleicht kommen wir gut durch mit diesen 17. Mal güchseln. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal einfach alles. Sandfeld noch. Ich liebe gerade mal schnell alles mitnehmen, dass ich nicht da die ganze Zeit hin und her muss laufen. Sandfeld noch, Glas brauchen wir noch und Sand brauchen wir noch. Okay. Und Zuckerrohr. Aber das können wir ja eigentlich gerade tun aus der Küche. Da haben wir sogar noch. Wir haben so viel Zuckerrohr eigentlich. Ich weiss gar nicht, warum ich die noch ausbauen will. Aber ich will es jetzt einfach machen. Jetzt wird fast Abend. Das heisst, wir müssen ausnahmsweise mal ein Nickerchen machen. Das haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich würde sagen, die Sachen können wir mal hier reinrühren. Und jetzt müssen wir mal schnell güchseln, wie wir die anderen Sachen nochmal gemacht haben. Und zwar. Genau. Die Spender brauchen wir. Und von denen brauchen wir aber 7 Stück, haben wir glaube ich auf der einen Seite gemacht. Das heisst, wir brauchen nochmals... Nein, keine Spender. Das sind keine Spender gewesen. Die da brauchen wir, Beobachter. Für die brauchen wir nicht den Quarz noch. Genau. Jetzt hätte ich fast das falsch gebaut. Ui, Gott sei Dank. Das heisst, wir gehen ganz kurz noch schnell schlafen. Und dann können wir nämlich am nächsten Tag noch das nette Quarz mitnehmen und dann schauen wir weiter. Ich würde mal sagen, wisst ihr was? Gute Nacht miteinander. Gute Nacht. Das ist gut da. So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns nicht den Quarz. Genau, ich habe ja mal erzählt, ich habe aus Versehen mit unserem kompletten Eisen einfach alles Ich habe einfach alles aus Versehen Eisenhelm gemacht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und dann sind einfach alles Eisenhelm rausgekommen. Also von denen haben wir sicher schon mal genug. Einfach, dass ich das mal noch gezeigt habe. Schon ein bisschen tragisch eigentlich. Da haben wir sogar noch Kanister drin, die können wir noch brauchen. Muss wirklich schauen, dass wir gerade alles mitnehmen, was wir noch brauchen können. Was habe ich überhaupt noch wollen? Genau, Loren brauchen wir auch noch. Da hätten wir noch Kisten gehabt, hätte ich nicht mal extra eine machen. Was haben wir? Irgendetwas habe ich noch gebraucht, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Netherquarz. Netherquarz. Da drinnen, 60 Stück, langer Log. So, let's go. Machen wir die ersten Vorbereitungen zum Ausbau von unserem Zuckerrohrfarm. So. Das heisst, wir tun jetzt mal Beobachter bauen. Das kann man eigentlich rausnehmen, damit ich ein bisschen mehr einen Überblick habe. Wo sind die gewesen? Beobachter sind besonders gewesen. Da, Beobachter, von denen bräuchten wir 7 Stück. Weil, soweit ich mich mag erinnern, haben wir sie 7 gemacht. Das sind ja Kolben, das sind die wir brauchen zum Auslösen, wenn ich mich nicht täusche. Von denen bräuchten wir auch 7 Stück. Ich hoffe, das sind die richtigen. Kolben. Ich glaube schon. So, dann brauchen wir noch Trichter, aber für die bräuchten wir Kisten. Wenn wir sogar nochmal reingehen. Weil wir haben da drinnen noch 5 Kisten, dann benutzen wir lieber die, anstatt jetzt die ganze Materialien verschwenden, sondern wir benutzen das, was wir doch noch schon haben, oder? Würde ich jetzt mal sagen, zack. Jetzt wollte ich eigentlich alles auf einmal rausnehmen, jetzt laufe ich trotzdem die ganze Zeit rein und raus. Schon ein bisschen, ja, fragwürdig. So, dann brauchen wir einen Trichter. Und zwar bräuchten wir 7 Stück. Das heisst, wir müssen aber zuerst nochmal... Nein, warte, ich will nicht das Holz nehmen. Ich will das dunkle Holz nehmen. Und nochmal 1. So hätten wir 7 Kisten. Und wir brauchen... wir haben schon. Wir haben ja schon noch 2. Okay, warte, dann brauchen wir nur noch... Nein, das ist eigentlich zu viel. Mann. Das heisst, wir brauchen nur noch... Jetzt habe ich wieder doch noch unnötige Kisten gemacht, einfach für nichts. Wir brauchen noch 5, dann haben wir 7 Trichter. Okay. Somit haben wir, glaube ich, alles parat, was wir brauchen, Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Goldschienen müssten wir noch anschauen. Was sind denn die Schienen? Goldschienen, Schienen? Das ist jetzt eine gute Frage, wo die Schienen sind. Die Schienen zeigt es mir einfach nicht an. Okay, schauen wir nochmal schnell durch da. Das sind die Schienen. Also die Schienen müssten da drinnen sein. Goldschienen. Für die brauchen wir die Stöckli. Weil von denen haben wir genug, aber ich glaube, wir bräuchten nochmal von den Antriebsströmen. Wir brauchen 6 für 6 Schienen. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich einfach einmal noch 6 Schienen machen, haben wir sicher genug. Das heisst, wir müssen jetzt noch schnell ein paar Stöckli machen. Für das haben wir ja das coole Holz da. Brauchen wir sowieso immer genug. Darum können wir die auch gerade komplett machen. Und das heisst, wir brauchen jetzt Goldschienen. Und zwar einfach einmal 6 Stück. Ich glaube, mit dem sind wir gut dran.
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das heisst, wir haben jetzt 12 Antriebsschienen, die sollten langen und Schienen allgemein haben wir eigentlich genug. Dann tun wir jetzt die Sachen, die wir jetzt gerade momentan nicht mehr brauchen. Doch das Holz brauche ich noch. Was brauche ich momentan nicht? Das brauche ich nicht. Das nicht. Ich glaube, so einer sollte langen. Das Gold können wir noch schnell verräumen. Das Zeug. Dass ich einfach ein bisschen etwas sehe im Inventar. Und dann, nein, aber das Holz brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen sogar beides, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich brauchen wir sogar beides. Eine Lore haben wir sogar noch eine. Das habe ich dumm überlegt. Also Lore müssen wir nicht nochmal machen. Sondern das wäre so. Dann 7 Trichter, die können wir die alle dann aufladen. Hey, ich hoffe, ich bringe es nochmal an. Und die müssten wir mit Wasser noch füllen. He? Das könnten wir eigentlich gerade mal schnell noch machen. Was ist das? Tintenbeutel. Wir haben einen Tintenbeutel. Nice. Okay, so. Das heisst, wir gehen jetzt mal noch unsere Steine holen. Wir müssen ja noch die Steine vorbereiten. Und dann können wir uns nachher wirklich schön gemütlich eigentlich... Schön gemütlich können wir dann eigentlich bauen, oder? Wir brauchen Steinziegelstufen, die halben. 2x64 sollte eigentlich lange. Den Rest können wir mal einfach so verräumen. 2x64 sollte lange. Weil ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen Kinder müssen. Weil wir machen es jetzt wie so eine Art doppelseitig. Das heisst, wir haben eine vordere Seite und wir haben eine Hinterseite. Und die Gondel fährt dann nicht mehr einfach hin und her, sondern die fährt dann einfach rundum. Was mir gerade auffällt, ist, wir brauchen noch Redstone-Blöcke. Okay, das heisst, Redstone-Blöcke mache ich wahrscheinlich gerade so, wenn ich mich nicht täusche. Und für den bräuchten wir wahrscheinlich nochmal 3 Stück. Ich mache jetzt einfach nochmal schnell. Zack, zack. So, dass wir 3 haben. Oh, jetzt hat es noch 2 gemacht. Oh, okay. Zack. So, Redstone haben wir wirklich Gott sei Dank genug gesammelt. Und jetzt machen wir eigentlich genau das gleiche nochmal hinten dran. Wie wir sehen, wir haben jetzt 56 gesammelt. Nachher sollten wir eigentlich doppelt so schnell sein, weil es halt nicht nur auf dieser Seite, sondern auch auf der anderen Seite funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass ich das alles eigentlich abstellen muss. Das heisst, wir müssen die Lore mal schnell rausnehmen. Wir müssen das alles abbauen. Und dann müssen wir auch eigentlich so eine Rundung machen. Also wir fahren dann hier mit dieser Gondel einmal auf diese Seite über und dann fahren sie die ganze Zeit so in einem Kreis umeinander. Das ist so das Ziel an dem. Aber die Frage ist, ob ich es noch bekomme. Und ja, ob ich es noch bekomme. Ob ich genug gescheit bin, um das nochmal anzubekommen. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, wisst ihr was? Das Bauen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann bauen wir unsere Zuckerrohrfarm noch ein bisschen aus. Und dann schauen wir, ob ich das irgendwie einigermaßen anbekomme. Und dann funktioniert das auch doppelt so schnell. Dann können wir uns ja nochmal um die Felder kümmern, Kühe und dann fangen wir einen neuen Stall an. Wenn ihr wüsstet, welchen Stall ich soll bauen soll, dann schreibt es mir noch in die Kommentare, also ich würde es gerne sehen. Ich danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch Spass gemacht hat. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Kommentar natürlich nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es in der nächsten Runde Minecraft mit euch im Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten und bis dann. Ciao.